Hi Ola, ik ben Susie. En mijn naam is Greta. En nu hebben we een dessert mee. Yes, this dessert is van Bleiwbaern en we worden dort bloß krackwiesen, das wir dort tun. Wir haben von einem unsere Rezept genommen. En we worden ingredients even gewoon zoals we dat mee aan. Okay, so hier so habe ich mir einen von Mehl und Hofkohl von Butter und einen von Nähen taub gerät. Okay, nu habe ich das hier in so Plot gedreht. In diese Plot wollte ich nehmen und dann in der Bad nehmen, dann war wir auf 20 Minuten Bad. Okay, so wenn der Pärkirsch in der Bad ist, dann fangen wir an mit dem Topping. In den Topping den da wir 15 Minuten kochen, der ist von Bleiwbaern. So, ich will Ihnen wissen, was ich hier habe für den Topping. So, ich habe hier 2 Köpfe frische Bleiwbaern und ein Viertelköpfe Butter und ein Köpfe Zucker. Und nu will ich das für 15 Minuten kochen und dann will ich da oben noch mehr Cornstarch machen, damit das noch dick wird. Okay, so nu will ich hier in so Schmund dekorieren. Den Titel, wo der Bleiwbaern Topping kochen wird. So, wenn wir die Kirschen im Ofen haben und den Topping hier in so Kerzen lassen, dann sind wir bei dem Filling und ja, wir machen erst Schmund dekorieren. Und dann, was ich hier habe, ist noch ein Köpfe Zucker und ein Pack Cheese Cream, plus Original. So, gleich einmal einen Abwaschkram zu mixen, plus wenn man das dann schmattern wird, dann darf ich bis der Abwaschkram nicht sparen, dann habe ich das nicht ganz so einfach den ganzen Abwasch. Und dann, wenn ich dort Zucker und Cheese Cream ist, das Mix habe, dort Fan-Mix ist, und der Cheese Cream, was ich brauche, dort sind es das. Bis Philadelphia, bis das Original, wo nicht irgendeinen Geschmack hat. Okay, so wenn ich dort Cheese Cream und den Zucker ist geriert habe, dann will ich das Schmund machen. Und das Schmund, das ich auch so gemerkt habe, ist bis der Whipping Cream. Wenn die nicht so Whipping Cream haben, dass die bis den Unseite gemerkten haben, da würde ich den Schmund schon von da und Seite mehr. Okay, so ich wollte das hier noch abmixen und das ist dann der Filling für den Pie. Und hier habe ich bis ein Viertelköpfe Cornstarch mit einem kleinen bisschen Butter, das ich hier anrühren soll. Tim dort mangt dort Bleiwbaerns Haus gehalten, dass das dick wird. Okay, so das ist die Sonntchen, die Bleiwbaern, die sind ja alle fein dick gekriegt. Ich wollte das auch so dick zu machen mit dem Cornstarch Mixture. So, das ist auch fein dick geworden mit dem Viertelköpfe Cornstarch. So, das ich bis einmal ablaufen Minuten und dann mal eine Dip aufgehauen, weil ja einer dort auf den Filling macht. So, hier haben wir den Pie, wir haben ihn gebaut und den Lohn aufgehauen. Dann haben wir den Schmund und das Blueberry Topping. Nu wollen wir das alle nach. So, wenn einer den das fertig hat, dort Schmund und das Bleiwbaern Topping der Boden ist, dann noch ein bisschen Eishopp haben, bad einer dort ist in Welt.